Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, Abwehr muss sich jetzt auf eine Flanke vorbereiten. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Schön mit dem Kopf. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Pass. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Und den langen Ball, den zirkelt er perfekt. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Gut weggeköpft. Ja, aus der Distanz kann er gut schießen. An die Latte, aber trotzdem noch Achtung. Klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Also klasse, wie er sich in den Zweikampf da förmlich reinbeißt und schon hat er den Ball. Er spielt den Ball quer. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Schön geklärt. Klasse Aktion. Ah, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Ja, das gibt Eckball und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Schuss und er bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Das gibt eine Ecke. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Ja, und den Ball spielt er weit nach vorne. Ja, solange er den Ball nicht verliert, ist es ja gut. Andererseits können, also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Ja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Und da lässt der Torwart überhaupt nichts anbrennen. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch
Die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Oh, schade, da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, den Ball hat er weggespielt. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Ja, spannender könnte es ja nicht sein. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Die beiden Mannschaften schenken sich hier nichts. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Oh, übel. Gucken Sie mal, der Ball ist gar nicht da. Und dann diese Aktion. Und es gibt noch nicht mal einen Freistoßpfiff. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Ja, das sieht gut aus. Ja, und dieser Abwehrspieler lässt überhaupt nichts anbrennen. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Was für ein Tor! Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab, Spielstand 1:0. Also kein Team konnte sich in den ersten 45 Minuten wirklich dominant behaupten. Fast neutralisiert haben sich diese beiden Mannschaften, also ein Leckerbissen für die Trainer. Wir hoffen natürlich, dass sich eine Mannschaft jetzt durchsetzt in den zweiten 45 Minuten. Vielleicht ist es ja die ein oder andere schöne Einzelaktion. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Ja, schön in die Offensive per Kopf weitergeleitet. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Und solche Bälle spielt nicht jeder. Ja, das war ein klasse Kopfball. Das hat er gut gesehen. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Und da segelt der Ball über Freund und Gegner hinweg nach vorne. Klasse. Ja, jetzt müsste er in die Lücke reinspielen. Oh, in solch einer Situation Fehlpass, das kann teuer werden. Distanzschuss. Und der Ball ist drin. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, jetzt haben sie zumindest erstmal einen komfortablen Vorsprung. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Ja, das war klasse. Kann er die Möglichkeit nutzen. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Das war clever gepasst. Und jetzt drängen sie nach vorne. Jetzt ist er ganz frei durch. Und jetzt sieht es so aus, als durften alle mal Tor. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Ja, der Keeper ist ganz klar der Schwachpunkt heute in der Mannschaft. Ja, ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie.
Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat den Ball zurückerobert. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Und hier die Abseitsentscheidung, nochmal in der Wiederholung. Spieler machen sich warm Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Ja, auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus, macht die Partie schnell. Ja, ein schöner Pass. Ja, so gibt es überhaupt kein Durchkommen für den gegnerischen Angreifer. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Gut gespielt. Jetzt muss die Flanke kommen. Und wieso gibt es hier eigentlich nur Freistoß? Da hätte er dem noch gelb zeigen müssen. Vielversprechende Position. Jetzt müssen sie nur noch was draus machen. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor. Ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Gut gemacht vom Keeper. Ja, ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Der grätscht hinein in den Mann und verursacht einen Freistoß. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ganz souverän. So, und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Völlig frei kann er sich da bewegen. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Herr Torhüter erklärt hier erstmal. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.